Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Das hat Nietzsche gesagt, ist leider nicht von mir. Mein Name ist Anna Heinz und ich arbeite als Mikrobiologin am Luxembourg Center for Systems Biomedicine an der Universität Luxemburg. Zusammen mit meinen Kollegen erforsche ich Mikroorganismen, also Bakterien und andere winzige Lebewesen und ihre Lebenswelt. Allgemein wissen wir über die meisten Mikroorganismen so gut wie gar nichts. Und wir fragen uns, was machen die eigentlich? Ich meine, die sind viel länger als wir auf dieser Welt. Die sind überall um uns herum, die leben auf uns, auf unserer Haut, in unserem Darm. Aber wir wissen gar nicht, was sie tun. Und wir wissen nicht, ob sie gut für uns sind, ob sie uns nutzen. Und vor allem, ob wir sie nutzen können. Zum Beispiel, um Krankheiten zu erkennen oder zu heilen. Konkret arbeite ich mit den Mikroorganismen im Darm. Also das heißt, ich untersuche Stuhlproben von echten Patienten. Aus diesen Stuhlproben kann ich DNA und andere Bausteine von den Mikroorganismen rausholen und die dann ganz genau analysieren. Heutzutage analysiert man DNA mit modernsten Methoden, bei denen ganz viele Daten entstehen. Und diese Daten analysiere ich dann einem sehr hochleistungsfähigen Rechner, den wir hier im Haus haben. Daher findet auch ziemlich viel von meiner Arbeit am Computer statt. Und was ich dann genau mache, ist, dass wir nicht nur nachgucken, welche Organismen jetzt in einer Probe drin waren, sondern auch, was die eigentlich gerade machen. Weil es ist ganz wichtig, wenn wir wissen wollen, ob wir krank werden, ob die Mikroorganismen uns schaden können, ob sie uns vor einer Krankheit schützen können, dann müssen wir auch wissen, was sie tun und nicht nur, wer sie sind. Also die Informationen darüber, was diese Mikroorganismen wirklich genau tun, erhalten wir, indem wir die DNA und andere Bausteine ganz genau analysieren und ihnen sozusagen in ihren molekularen Werkzeugkasten gucken. Und dafür entwickle ich Methoden hier am Computer und im Labor. Eines Tages hoffe ich, dass wir die Mikroorganismen nutzen können, um bestimmte Krankheiten wie zum Beispiel Krebs frühzeitig zu erkennen und um zu wissen, wie wir individuell gesund leben können und so Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes frühzeitig vermeiden können.